Unser Gast du in Vorwärts ist gekommen von St. Petersburg. Sein Name ist Motel Gardon. Und wir begrüßen ihn in der Redaktion. Und versteht sich bei der Gelegenheit, weil wir auch mal kurz Schmiers mit ihm. Es geht im Call, was hat gebracht in New York? Ich verstehe, dass ihr sind du nicht zum ersten Mal. Was ist die Siebe von dem Besuch? Ich bin gekommen ein Jahr auf der Jiddischwoche, was ist ein Programm, was hat sich nur was verändert. Ein Jahr ist es gewesen in Baltimore. Eine ganze Woche, was mir redet zwischen sich nur auf Jiddisch, kommen sei junge Menschen, sei Mischproches mit Kindern, was sie erzeugen sie auf Jiddisch. Und euch ältere Menschen, was willen Poshet Nachricht schreiben von Herren sich zu der Sprache. Ja, wir, unsere Lehner in unsere Guckers von Videokanal wissen, was ist Jiddischwoche und Sachen sind gewähnt auf der Jiddischwoche. Darüber wollte ich gewollt, wir sollen von deswegen mehr sich aufstellen auf Eimstut, auf St. Petersburg, was für mir klingt es mehr ein bisschen modern, für mir das noch, ich bin noch zugewohnt zu Leningrad. Ist darüber, was kommt dann vor in der erste proletarische Stut am Ulke? Nu, wahrscheinlich Jiddisch leben. Ich koidem kol Jiddisch leben. Ja, wächst es, ich meine, besonders bescheich jiddische Sprache, seien da schon mehr wie 10 Jahre seien da zwei Centers. Einer ist Jiddischer Kehille Center, Berosch von Alec Frenkel, und der zweite ist der Center Peterburgska Judaika, Peterburger Jiddische Limudim, Berosch von Valeri Dimschitz. Und da seien die zwei Menschen, wo sie sind beide sei ein Stück Akademiker, sei ein Stück Gesellschaftstours, was sie führen an mit jiddischen Aktivitäten dort. In St. Petersburg. Man ist Jiddische, aber wo ist sein Ort dort in dem Kreis? Der Kreis wächst größer und sie kommen junge Menschen, also wie ich. Und ich bin aufgewachsen hinter der Spur von die zwei Menschen und dem Kreis, was sie haben beschaffen. Und jetzt bin ich allein ein Jiddischlehrer und ich lerne Jiddisch Kinder in Cheder. Und euch, der Erwachsene, mehr weniger Studenten, junge Menschen von 18 bis 28 Jahre alt, wo sie haben Interesse in Jiddisch und weil das bringt sie zu ihren Wurzeln und das hilft sie zu verstehen sich allein wie Jiden, also einen Weg zur Jiddischkeit. Und außerdem bin ich ein Student von Sprachwissenschaft, von Linguistik beim Peterburger Universität in dem 3. Jahr jetzt. Und ich bin reingegangen dort, um zu forschen jiddische Sprache wie ein Linguist. Ihr habt früher erwähnt, dass Sie sind ein Lehrer mit Kindern. Wo sind das für Kinder und wo sind Ihre Lehrer? Wahrscheinlich Kinder ist es eine neue Sache, was wir haben in Peterburg eine fromme Kehille. Meistens ist es inspiriert durch Chabad Lubavitch. Und die Eltern dort wollten gewollt, ihre Kinder sollen kennen die jiddische Sprache. Und sie haben mich gebeten, ich soll kommen und lernen ihre Kinder. Und ich habe Atzloche mit dem. Es ist da eine Klasse von 6 Talmidim, was der jüngste von sie ist 10 Jahre alt und der älteste ist schon in Bar Mitzvah, in ein paar Chodoshim herum. Sie haben lieb Jiddisch, sie haben ein starkes Interesse und die Eltern ermutigen sie. Und der Pfarrer habe ich eine kleine Hoffnung, als Efscher will ich im Irzashem
in etliche Jahre herum haben mit wem zu reden auf Jiddisch, auch gut ältere Menschen, weil, und auch gut zu unserem weltlichen Kreis, weil die Kinder wollen im Erzshem schaffen fromme Mischpoche, dort in Peterburg, und ob sie wollen reden Jiddisch zwischen sich und mit ihren Kindern, wird Jiddisch haben etwas heimschach in unserer Stadt. Ich habe gehört, dass in Zatoichet Hajor gewesen ein Lehrer von einem Seminar in Tel Aviv. Ja, MS. Was besteht die Arbeit bei? Ich muss erstens sagen, als ich bin stark beeindruckt mit der jüdischen Programm beim Tel Aviv Universität, was ist organisiert beschutzt mit Beis Shalom Aleichem dort. Und es ist ein Programm, was wächst von Jahr zu Jahr. Ich bin dort erst gewesen in 2008, noch wie ein Anteilnehmer, und die letzten 2 Jahre komme ich schon wie ein Lehrer von Singerei-Werkstatt und euch Schmues-Werkstatt. Nu, wir haben gemacht als ein Kreis über die Welt, über die jüdische Welt. Und kehren sich zurück in New York auf der Jüdische Woche. Mit was fährt ihr weg? Mit was sind ihr weggefahren von der Jüdische Woche? Ich hoffe, es nicht mit der Leideke Waliskis. Sicher nicht. Jüdische Woche ist einmal ein Qual von geistigen Keuches, weil heute sieht uns, als wir haben nicht wenig bei uns in Peterburg verschiedene Geschehnisse und Unternehmungen in Schachs mit der jüdischen Sprache, aber sei fehlt uns ein bisschen jüdisch redende Zwiebel. Und auf der jüdischen Woche können wir doch reden Jiddisch von Kajor bis spät bei Nacht. Und sie kommen dort verschiedene Menschen, was haben bei mir lieb Jiddisch. Und ich komme in Peterburg mit neuen Hoffnungen, weil öfter wollen wir können schaffen dort bei mir, annehmen sie jüdisch redende Keile. Sollen wir hoffen, dass eure Fähigkeiten wird sich zu wachsen und ihr wird noch eine Sprache jüdisch redende. Was ist ein guter Wunsch, dachte ich, für euch, ja? Ich weiß nicht, wer so jemand gekannt treffen, aber ich bin verknast mit der Jüdisch zurück, ich habe Kalle. Ja. Das ist die jüdische Spur, der jüdische Virus. MS. Nu ist Adrabe, seit man es liegt, in Allewei soll es Guren Kirchen in die kommende jüdische Wochen kommen zu uns schön mit der ganzen Sprache, jüdisch redende, mit der Frau und mit den Kindern. Kinder, Allewei. seid man es liegt. A schönen Dank.